Ja, servus, grüßt euch. Ein neues Jahr, neues Glück, neues Podcast-Format. Also neu ist nicht, es kommt nur einmal im Jahr, es kommt dann immer vor als was neu. Denn wir reden jetzt wieder mal über unsere harten Nippel. Mike ist dabei, wir nehmen mit Video auf und was ich sehe, sind die seine Schreif richtig aufgestellt. Servus und Habitäre, immer, auf jeden Fall. Corby ist dabei, der hat für 5 Mark Brezen dran hängen. Weil draußen ist es aber kalt. Achso, liegt's nur an der Kälte und nicht am kommenden Kinojahr? Ja, da reden wir ja gleich drüber. Okay, dann bin ich gespannt, ob es wirklich nur an der Kälte liegt oder ob es vielleicht auch an manchen Neuerscheinungen liegt. Denn es kommt jetzt die Folge zu unseren Nippelverhärtern 2025. Und wie aufmerksame und langjährige Hörer wissen, machen wir das jetzt ja zum Anfang, dass wir euch einen kurzen Einblick gewähren, was uns so richtig anturnt, leinwandmäßig fürs kommende Jahr, dass uns Schreif aufstellt, dass uns T-Shirts durchstechend. Ich glaube, also für mich ist ein bisschen was dabei, weißt du, wie es bei euch ausschaut? Ein bisschen was, ja. Also ich habe auch erst eine sehr kleine Liste gehabt, aber gedacht, eigentlich überall, wo jetzt schon Trailer draußen sind, das sind ja die Sachen, die jetzt dann schon rauskommen und das ist ja nicht das ganze Jahr, das ist ja eh klar. Da ist aber echt nicht so viel dabei, wo ich mir dann gedacht habe, boah, da habe ich voll Bock drauf. Ein bisschen was schon, das habt ihr ganz bestimmt dabei. Aber dann ist mir was eingefallen und das ist mein absolutes Highlight wahrscheinlich dieses Jahr und ich freue mich schon so dermaßen. Und Mike, ich glaube, du auch. Ich glaube, er meint wunderschöner. Er meint die Fortsetzung zu wunderschöner. Die nackte Kanone. Oh Gott. Im Juli 2025 ist endlich soweit. Wir kriegen das Reboot mit dem Liam Neeson und mit der Pamela Anderson. Da freuen wir uns ja alle schon sehr drauf. Mit der Pamela Anderson? Ja. Oh Gott. Und nachdem ich jetzt endlich mal ein bisschen recherchiert habe dazu, es wird vom Akiva Schaffer gemacht. Den wir alle kennen von The Lonely Island. Hey. I just had sex. Genau, und der Mike schaut gerade so und denkt sich, oh na, warte mal, Lonely Island, oh na, da ist jemand dabei, den hasst sie. Das ist dieser Vollvogel dabei. Ich würde eigentlich schon machen, aber mir tut es immer leid, wenn du auf Sachen so gefreist und die machst du dann mies. Deswegen freue ich mich mit dir mit. Ich habe mir jetzt erst vor kurzem die nackte Pistole angeschaut, die Serie, die vor die nackte Kanone kam und habe mir gedacht, boah, ich freue mich schon so drauf und irgendwie jedes Mal, wenn ich mich jetzt schlau gemacht habe, dann waren die Leute ganz verwundert, warum macht das der Liam Neeson und das passt ja gar nicht und ich denke mir, das passt perfekt. Okay, das ist ungefähr so lustig wie Sterholz, der kann das bestimmt. In 1 Million Ways to Die in the West hat er ja auch so ein bisschen klamaukigere Figur gehabt und das hat voll gut passt. Okay. Also jetzt gibt dem doch mal eine Chance, Mike. Ich sag ja, Kabi, wenn du die da freust, ich setze mir jetzt einfach auch mehr auf die Listen an. Du bist mir so voreingenommen, Mike. Nein, null. Ja, aber ist so krass, weißt du, noch keine 5 Minuten und der Mike ist jetzt schon sauer. Ich bin jetzt schon auf 180. Ich kann schon ins Mikrofon Sag mal einmal, wo du recht gehabt hast, Mike. Sag mal ein einziges Mal, wo du recht gehabt hast. Joker verliert du. Bestes Musical aller Zeiten. Nein. Wer? Nein. Sag ich? Hör die Folge, oder der Corby mitgemacht hat, wir feiern bei dem Film. Dabei müsst ihr die Steady ja abonnieren. Das müsst ihr jetzt da draußen tun. Dann könnt ihr euch dieses Ohrmuschelambrosia anhören. Ja, also unsere Stimmen sind zärtlicher als das, was der Joaquin Phoenix ins Ohrwaschel grüllt. Na, also wie schon gesagt, ich freue mich schon drauf. Und wenn er nichts geworden ist, dann habe ich mich wenigstens drauf gefreut. Wenigstens selbst. Ja, schon. Ich würde sagen, die Vorfreude ist die schönste Freude, ob es danach sinnvoll war oder nicht, ist ja wurscht. Du hast auf alle Fälle eine schöne, lange Zeit gehabt mit einem guten Gefühl. Ja. Bis in Juli eigentlich was gesagt, oder? Genau, das ist jetzt Ende Juli angeblich. Aber vielleicht ist das ja nur Platzhalter. Kommt einem so vor. Also in meiner Liste ist er nicht auftaucht. Der Film, also da, wo ich geschaut habe, welche Filme das alle kämen. Und du hast die Filme, du hast ja die Liste direkt aus Hollywood gekriegt. Ja, klar. Vielleicht war es aber, und danach haben sie überall Feuer gelegt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht war die Liste schon ein bisschen angekokelt an manchen Stellen und deswegen habe ich es nicht lesen können. Das weiß ich jetzt nicht. So weit, dass wir jetzt da drüber Witze machen, haben wir schon so weit jetzt. Eigentlich nicht. Keine Ahnung, das Feier ist ziemlich weit, also kann man anscheinend schon Witze drüber machen. Okay.
Hallo, Paris Hilton hat auch schon warnen müssen, weil ihr Malibu-Haus abbrennt. Das haben wir gedacht, oh Gott, du arme Frau, ist eins von deinen 48 Ferienhäuser abbrennen, oder Ja, was? gut, das Hat ist der wahrscheinlich so stark versichert, dass er sich ein Hotel bauen kann. Ja, eben, dann muss er eine neue Bude suchen, wo es dann Porno draus, damit es wieder One Night in Paris heißen kann. Alter. Wo ist Also, Alter? Paris Hilton, weißt du, wann war die aktuell? Vor 30 Jahren? Ja. Keine Ahnung, bei mir ist One Night in Paris immer noch aktuell. Was mich gefreut, was auch hübsch aktuell ist, das ist The Wolfman. Oh, hab ich auch dabei. Und zwar Yeah. kommt das schon am 16. Jänner. Wenn es nochmal jemand sagt, hat er einen Kugelschreiber in Im Maul, weil Holz uns rein. die Leute vom Fright Nights hören und die wollen ein bisschen einen Schmäh mit drin haben. Ja, aber die Fertig. vom Friday Night sind alles Spacken. Halt dein Maul. 17. Vor Januar, Jahren. oder? In Deutschland. Bei mir steht 16. da, aber Du musst ja. gerade schauen, was es für ein Datum ist. Für ein Tag ist. Der 16. ist der Donnerstag, dann ist Donnerstag der offizielle Start, ja. Ah ja. Wolfman, Und- also der Trailer schaut schon mal cool aus, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass er die Qualität vom Unsichtbaren halten kann. die Geschichte ist sich cool an. Ich habe bis jetzt nur von der Geschichte was gehört. Trailer noch nichts gesehen und das hört sich eigentlich schon mal nicht schlecht an. Und ich hoffe halt einfach, der Knackpunkt ist, der Film steht und fällt mit seinen Effekten. Absolut, ja. Absolut, habe ich auch gesagt. Also da muss eine geile Wolfstransformation her. Und was der Guidey Boy auch gesagt hat, wo ich mich anschließen kann, das erinnert wie eine Version von Evil Dead Rise, gerade umdrehte. Diesmal ist der Bub derjenige, wo sich die Familie dagegen wehren muss und nicht Mom. Ja. Ich bin gespannt, Trailer schaut cool aus, der verrät ja nicht vorher, also den Trailer kann man sich ruhig anschauen. Okay. Der macht Bock drauf, der vermittelt auch wieder coole Atmosphäre. Es ist wieder mal ein guter Trailer einfach gewesen, aber wie gesagt, ich hoffe, er holt die Qualität von der Unsichtbare. Ich wollte gerade sagen, er Sonst steht wie und jeder fällt Unsichtbare. mit den Effekten, weil das war bei der Unsichtbare ja also krass, wie es den Unsichtbaren dargestellt haben. Ja, du weißt, was ich meine. Es ist einfach Ja, total schwierig, ja. geile Werwolf-Effekte und einen geilen, überzeugenden Werwolf zu machen. Weil wenn er halt einfach CGI ist, dann ist das Ding, wenn es Ja, nicht geil dann- ist, einfach scheiße. Ja. Und da muss schon gescheit geil sein, Freunde. Eigentlich müsste man ja sagen, dass wir uns ja gefreut hätten auf Nosferatu, der startet ja eigentlich erst am 2.1. Aber bis zum Release der Folge wird wahrscheinlich Nosferatu, läuft natürlich schon, und Wolfman wird auch schon laufen bis zum Release der Folge. Also, aber er soll trotzdem erwähnt sein. Also wenn es das Herz, dann geht's ins Kino schneller. Ja, und zu Nosferatu haben wir sehr ausführliche Berichterstattung gemacht. Da könnt ihr natürlich auch reinhören. Spoilerfrei natürlich. Man muss ja auch sagen, dieses Jahr sind schon viele interessante Horrorfilme mit drin. Wir haben ja auch schon den Trailer zu The Monkey gesehen und da muss ich auch ehrlich sagen, da habe ich Bock drauf. Also Das ist my most wanted. echt Most Ja. Wanted. Ja, weil das ist aus betreib nicht Perkins. Ja. Der Trailer, wie der Corby schon sagt, der war wirklich mega gut. Und der Oz Perkins hat uns ja jetzt gezeigt mit Longlegs, dass er starke bisschen Dinge Leps kann. abliefern kann. Und ja, und ich glaube, dass also da verspreche ich mir sehr viel. Also The Monkey kommt am 20. Februar raus und wer sich jetzt nichts darunter vorstellen kann, es geht um einen verfluchten Affen. Kein Lebender, keine Angst, da sind keine Tiere misshandelt Diese worden. verfluchten Zumindest im Affen. Trailer nicht. Obwohl sie es verdient hätten, im Abspann, steht dann im Abspann drin, oder? Ja, schauen wir gar nicht an, schauen wir lieber einen italienischen Kannibalenfilm an. Ruggiero Diodato gefällt das. Ja, da kriegen die Viecher wenigstens noch was verdient haben. Wow, Gott. Oh Mann. Oh Mann. Wo ist die Stummschalte-Taste bei dir? Halt einen Schnellstarts da. So, jetzt, über welchen Film möchtest du reden? Hard Eyes, habt ihr da einen Trailer angeschaut? Ein neuer Valentinstag-Horrorfilm. Nein. Will ich Das ist mal- nur der Titel, was, weil ich letztes Mal das Poster gesehen habe mit Killer mit Herzerlaung. Ja, und da steht genau, vor, genau. dem Produzenten ist von Freaky oder vielleicht der Regisseur von Freaky oder irgendwie so. Ich glaube, der Regisseur ist sogar, ja. Bin ich gespannt. Also, das war wieder mal, weil es gibt eigentlich nur Bloody Valentine, der erwähnenswert ist für den Feiertag. War cool, wenn wir wieder mal einen Slasher kriegen, der diesen Feiertag würdigt. ordentlich. Diesen so tollen Feiertag. Der ist wirklich wichtig. Der ist richtig. Der ist wichtiger als mein Geburtstag. Valentinstag ist für mich das wichtigste Ereignis im ganzen Jahr. Merkt euch das, dass er das gesagt hat? Ja, Weil den wenn feiere ich er- mehr als ein Mauerfall. Das ist aber schon hart, weil der David Hasselhoff hat da, was er Kinder hat. Er hat wirklich da was erkennen. Ja. Und was hat uns eingebrockt?
Grinst der Mike, aber sagt nichts. Was will ich sagen soll, ich weiß nicht mehr, was ich sagen Also irgendwie trifft man immer komischer ab halt. Wahrscheinlich werden wir am Ende irgendeine politische Debatte führen. Wahrscheinlich, ja. Kriegen wir am Ende auch noch eine Sahnetorte ins Gesicht wie der Lindner. Jetzt hör mal auf. Jetzt bleiben wir mal bitte in der Filmwelt und vielleicht frühstückt man schnell mal die ganzen Horror-Dinger ab, weil 28 Years Later... Frühstücken, weil ich nicht mehr habe für Horror. Aber bitte, das Horror ist Richard Jones war doch auch was für die. Paddington, wollte ich nur sagen, 30.01. Ich bin im Kino. Absolut. Ich habe das Gutscheinbuch mir gekauft, ich gehe mit meiner Frau essen, mit Zimmer noch eine Pizza und dann gehen wir ins Kino und Zimmer noch eine Karten. Bam! Ein Hoch aufs Gutscheinbuch. Alter, du bist ein Sparfuchs. Ja, aber was ist mit 28 Years Later? Habt ihr keinen Bock drauf, oder wie? Ja, voll, aber ich hab den irgendwie so auf dem Schirm gehabt. Ich hab das jetzt auch vorher in der Liste jetzt gesehen, weil ich hab den zuletzt auf dem Schirm gehabt, dass der nächstes Jahr erst im Januar kommen soll. Du weißt, ist der zweite Teil der zweite Teil der Trilogie, der dann im Januar läuft. Ja, genau, irgendwie war das Fake News. Naja. Wann kommt denn der raus? Weil ich bin mir nicht sicher, ob das, was bei mir Juni steht, oder richtig Juli, ist. glaube ich. Ja, doch. Juni. Dann stimmt das, ja. Ja, aber davor kriegen wir noch Final Destination Bloodlines um die Ohren gebolzt und am 16. Mai. Bin ich gespannt. Freue mich auch schon drauf. Vielleicht sehen wir noch ein letztes Mal an Tony Todd. Wollte ich auch gerade sagen, da bin ich gespannt. Der hat ja noch mit mitgespielt, glaube ich sogar, oder? Es steht noch unter TBA, also wird noch anscheinend noch geheim gehalten. Oder ich weiß einfach nicht mehr. Also eins von beiden. Ja, die müssen schon noch mehr. Beim Tony Todd brauchen wir schon noch mal zum Abschied. Ja, ich muss zwar sagen, dass der letzte Final Destination halt da war halt voll geil, der Abschluss. Ja. Weil du gesagt hast, ja, jetzt macht es einen Kreislauf, aber es hat ja geheißen, Freitag der 13. Teil 4 ist der letzte und war ein cooles Ende gewesen, aber völlig kann man da weitermachen. Ich bin auf alle Fälle dabei. Logo. Was möchtest du sehen bei Final Destination? Geile Kills. Ja. Und vielleicht haben wir noch eine coole Geschichte dazu. Irgendwie noch mal was anderes, aber ich schaue mir das alte genauso an. Mir ist eigentlich wurscht. Bin ich dabei. Genauso wie Bock auf Until Dawn müsste da irgendwann im ersten Quartal kommen, die Verfilmung zu dem Spiel. Ja. Genau. Aber da bin ich auch sehr gespannt. Das Game habe ich sogar noch gezockt. Ja, das war cool. Ja. Ich bin jetzt keiner von denen, der diese Spiele x-mal durchspielt, wegen verschiedene Enden oder so, sondern die haut einmal durch und versucht, dass alle überleben. Aber es ist eine coole Geschichte mit einem coolen Backward-Slasher-Element drinnen und kann man einen geilen Film daraus machen. Das soll halt, glaube ich, im April oder Mai umeinander so der Film kommen. Also da habe ich Bock. Ja, wenn sie es wirklich so doppelbödig hinbringen wie das Spiel, weil das Spiel halt ja auch bis in das letzte Achtel noch total im Unklaren, was jetzt eigentlich los ist und so. Und du meinst, du hast schon checkt, was los ist und dabei kommt es noch mal ganz anders. Also bin ich echt gespannt. Geb. Ja. Geb gute Filme mit gutes Spiel. Und wenn wir im ersten Quartal sind, dann muss natürlich dann ich einsteigen. Ihr habt euch vorher im Chat schon drüber lustig gemacht, das Arschlöcher. Aber natürlich im Februar Captain America 4 habe ich Bock nach heute einmal, Corby. Heute einmal, stich die ab. Was ist denn los? Ich hab mir das alles angeschaut, hab mir gedacht, boah, es ist einfach 0,0. Es ist, also Red Hulk, heute einmal Red Hulk. Von mir aus ein Thunderbolts, einfach nur, weil ich Ding mag, die Florence Puff, keine Ahnung, genau. Florence Puff Daddy. Aber also wirklich, es ist so uninteressant. Oder jetzt haben sie den armen Harrison Ford da auch nochmal mit einschmieren müssen. Die haben nicht gezwungen, den Armen. Die haben ihm sicher kein Geld nicht gegeben, die haben nicht gezwungen. Ja. Dieser arme Harrison Ford, der muss in einem Millionen-Blockbuster mitspielen. Unentgeltlich. Also nachdem ihm sein Haus in Malibu abbrennt ist. Also, this is not my captain. Ja, weil du Rassist bist. Nie, das hat mit der Farbe nichts zum tun, das ist einfach, dass er Würstchen ist. Das ist der Würstchen Amerika-Captain. Und was soll das? Er ist kein Supersoldat, was soll der Scheiß? Verschonst mich bitte. Captain Michael Würstchen. Sicher anschauen, aber ich bin jetzt schon anti. Das Einzige, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass mir aufgefallen ist, dass sowohl der Trailer von Captain America New Brave World und auch von Thunderbolts irgendwie so auf einmal einen Stilwechsel drin hat. Also, oder vor allem der Trailer von Captain America, der ist so, ja, der ist überhaupt nicht typisch Marvel. Und das, der soll ja wieder in die Richtung gehen von Captain America Winter Soldier. Der soll wieder eher ein bisschen so in diese Agenten-Thriller-Richtung gehen. Deswegen habe ich ja Bock drauf. Als erstes einmal, ich muss auch sagen, ich habe so ein leichte Ding gekriegt, so Marvel, so,
Wenn's mir, natürlich schaue ich es mir an und ich versuche es ja durch die Fanbrille zum singen, ich versuche es wirklich zu mengen, ich möchte euch den Gefallen da, aber es habt jetzt seit 2 Jahren überhaupt keinen roten Faden nicht mehr drinnen. Gar nichts. Das ist wirklich gerade alles hergeschissen, das Arschlöcher. Seit 2 Jahren, also seit wann ist ein Endgame gar? Seit Endgame ist schon nichts mehr los. Ja, am Anfang war ja nur das mit dem Multiverse, hätte man gemeint, so die ersten 3, 4 Dinger hätte man gemeint, da kommt vielleicht was, aber so nach die ersten 3, 4 Filme, wo man gedacht habe, ja, es macht jetzt in jedem Film das Gleiche, es macht das Backel Multiverse auf, aber es gibt keinen roten Faden, es gibt keine Verknüpfung zu irgendwo hin, zu gar nichts, egal ob mit Serie oder sonst irgendwas. Es ist ja mit WandaVision war so losgegangen, wo du dachtest, okay, WandaVision ist cool, hat so den ersten Einschlag, wird dann bei Doctor Strange 2 weitergeführt, Kass gegessen. Agatha all along am Ende noch, okay, hat das aufgegriffen, führt aber die Geschichte auch nicht wirklich weiter. Shang-Chi wird neu geführt, führt aber auch nicht weiter. Eternals wird eine riesige Gruppe geführt, wird auch nicht, also es wird nichts weitergeführt. Es ist einfach, und als ich dann gehört habe, dass der Captain America... Ja, halt auch scheiße. Der Shang-Chi und Eternals war doch der letzte Scheißdreck. Shang-Chi war lustig, also der war gut. Der war ja richtig ganz gut, ja. Der hat super Kräfte mit seinen Ringen, der war ganz gut. Da hast du, sechs ist wieder für Mike, es ist einfach, der eine ist schwarz, der andere ist gelb, Mike kriegt einen Hass. Heute ich möchte jetzt, dass diese Rassistendiskussion endlich aufhört. Das ist keine Diskussion, das ist eine Tatsache. Da ist diese riesige Viva la Movie Abteilung bei Disney, die uns natürlich immer verfolgt und sie denkt, boah krass, der nächste Film, da hauen wir wieder was rein. Hey, bauen wir Catherine Newton ein bei Ant-Man 3, der wird bestimmt von denen gehypt. Ihr habt es versucht, Catherine Newton ist cool. Ja, aber das hat halt nichts. Ja, das bringt halt nichts. Kang war auch cool gewesen als Gegner, weißt du, aber der ist auch verhorzt worden. Und dann hat er irgendwelche Leute im Auto angeschissen oder was immer so angestellt hat und jetzt darf er nicht mehr mitspielen. Wird er rausgepackt. Aber zurück zum Thema Captain America 4. Als es dann geheißen hat, er geht so in die Richtung wie Winter Soldier, soll ein bisschen so ein Agentending werden. Aber ich dachte, dann kann das cool sein und sie wollen ja jetzt halt auch wieder so, es soll ja jetzt wieder eine Linie reinkommen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich freue mich voll, weil das Captain America ist, sondern ich habe jetzt erst einmal bei dem Marvel-Zeigen so ein bisschen eine Vorfreude und eine Hoffnung, dass wir jetzt halt wieder eine rote Linie reinkriegen und es wieder in der Bahn reingeht. Die Hoffnung hege ich für 2025. Die Hoffnung habe ich erst mit den Fantastic Four. So richtig. Die kommen auch in der Liste, genau. Die haben ja bis jetzt auch nur Scheiße erfahren an Umsetzung. Also, nur vergewaltigt worden eigentlich. Ja, und das ist halt etwas, wo ich sage, Freunde, das müsst ihr bringen, weil das ist ja so ein Marvel-Steckenpferd, comic-technisch. Ja, dass man denen endlich einmal ein Denkmal setzt, Freunde, dann bin ich raus. Dann dürft ihr echt aufhören. Also wenn es Fantastic Four nicht hinkriegt, dann ist Schicht im Schacht. Fantastic, bitte. Kadi, du lügst doch. Du schaust dir ja alles an. Ja, natürlich schau ich so. Ich hab's ja vorher gesagt, ich werde es mir definitiv weiter anschauen, aber ich gehe nicht mehr mit dem mit der Halblatten rein, mit der früher reingegangen. Also nicht Halblatte, sondern Halblatte habe ich da gehabt, also richtigen Horten. Aber der ist mittlerweile, wie jetzt bei KZ kosten, ein mit Sand gefüllter Luftballon. So ist das mittlerweile, wenn ich ins Kino gehe bei Marvel. Das ist, finde ich, schade. Wobei ich sag, der Trailer, wo es mir auch gefreut beim Trailer zu Captain America 4, die Effekte schauen super aus. Bei Captain America 4. Der Red Hulk schaut geiler aus als der Hulk in den letzten 3 Filmen. Ja, vielleicht lässt man sich wirklich jetzt einmal Zeit und lässt die CGI einfach einmal ein wenig wachsen und länger rendern. Anstatt dass man du hast jetzt 14 Tage Zeit, diesen kompletten Film zu animieren. Oh ja, okay, wenn ich keinen Tag 25 Stunden, dann bringe ich das vielleicht hin und dann kommt da so ein Scheißdreck aus. Also, vielleicht haben sie es wirklich der Gneist einmal diese Handbremse, vielleicht löst das was aus. Und die haben jetzt halt fake nur nachgearbeitet beim Captain. Der Captain America 4, der letzte Jahr schon gekommen sollen. Da haben sie jetzt auch X-Men neu dran und X-Men neu gearbeitet. Also, der, wenn nicht passt, dann sage ich ja, dann hört's auf, Leute. Können wir jetzt einfach auf eins die ganzen Comic-Sachen abarbeiten? Das war super. Ja, Thunderbolts noch. Ja. Kommt halt auch noch. Also Marvel kann es eigentlich in einem Ding eine nehmen, wie ich vorher gesagt habe. Ich habe für 2025 nicht diese Hype-Latten, dass ich sage, geil Marvel, sondern ich habe eher so diese Hoffnungslatte, dass ich sage, bitte kriegt's endlich wieder ein Pferd in die Spur, damit das passt, damit da wieder roter Faden da ist und damit man wieder sagt, ich freue mich auf den nächsten Teil, weil die Geschichte irgendwie weitergeführt wird und nicht einfach das irgendwie der Hit tröpfelt, so wie es jetzt die letzten 2-3 Jahre der Hit tröpfelt ist. Und serientechnisch ist da irgendwas dabei, wo du sagst, das ist... Also Serien, wir haben 3 Serien, die kämen, das ist Daredevil im März, da habe ich richtig Bock drauf, Daredevil Born Again, weil es heißt, es soll angeblich,
natürlich bla bla und so weiter, aber es heißt, es soll mindestens so hart sein wie auf Netflix, wenn nicht sogar härter, sind die Gerüchte, die verzeiht werden. Sage ich, passt, nimm ich, auf Daredevil habe ich Bock, weil wenn es die Qualität von Netflix, von der Netflix Daredevil-Serie holt, dann kann es nur gut werden. Im Juni kommt dann Ironheart, die haben wir kennengelernt in zweiten Black Panther, interessiert mich jetzt nicht stark, bin gespannt, was draus machen. Trailer, was man gesehen hat, schauen zumindest die Effekte auch wieder besser aus, als was man sonst gesehen hat. Das ist mir allgemein in die Trailer aufgefallen, dass die Effekte wieder besser ausgeschaut haben. Und im Dezember kommt noch der Wonder Man. Da habe ich überhaupt keine Erwartungshaltung, weil ich die Figur, muss ich sagen, überhaupt nicht kenne. Also Wonder vom Namen her. Ja, fällt ja überhaupt nichts ein. Ja. Ich hab die Figur noch nie in die Comics oder so gesehen, muss ich sagen. Also, Was? Von Marvel? ja. Wonder Man. Jo. Und bei DC gibt's Wonder Woman. Es gibt einen Captain Marvel bei DC. Und was ist, wenn die zwei ein Kind kriegen? Wie heißt das dann? Wonder Children. Kind. Oh. Wow, da war jemand machen wir kreativ. nicht. Die kriegen keine Kinder, weil das war Interracial Porn, das mögen wir nicht. Magst du schon? Ich bin raus. Ich Also, bin mit ja, stimmt. Pornos rede, über Pornos rede ich nicht. Aber wobei, Mike, nur ganz kurz, um das zu kommentieren, Okay. dann hatten die Nippel alle hart werden, ne? Weiß nicht. Nicht gerade seine Nippel. Weißt du, wo meine Nippel hart werden? Ich weiß nicht, ob Na, ich wart, jetzt wart. Ja, Bringst bitte. du irgendwas Comic-Technisches? Weil na. das ist nämlich eine Falle vom Kani. Der hat jetzt nur über Marvel geredet. Später Nur können wir über dann. DC. Genau, später können wir mit DC, verzeiht es gleich. DC ist eigentlich auch gar nicht aus das Jahr, weil jeder weiß ja mittlerweile, dass der Superman kommt. Bin ich eigentlich so wie bei Marvel, dass ich sage, ich hoffe, es wird endlich mal eine Schiene gefahren, eine Linie durchgezogen, dass das funktioniert. Wo ich mir aber wirklich drauf freue, ist die zweite Staffel Peacemaker, weil die erste, die war überragend. Da habe ich sehr viel gelacht bei dem Scheiß. Ich war beim Superman schon raus, wie er der Hund weggezogen hat. Also seid mir nicht best. Krypto, der Superhund in einem ernsthaften Film. Na, Hey, jetzt hat der Krypto. hau ab, ich bin jetzt schon raus. Du hast wirklich alles, was nicht du bist, gell? Ja. Du bist sogar Tierrassist. Der Hund war weiß. Ja, ist mir scheißegal, aber was soll der Scheiß mit dem Hund mit dem Umhang? Fickt euch mit dem Umhang. Was soll das? Ja, war ja ein super Hund, das kapierst du nicht. Jo, aber es ist Blödsinn. Na, der ist super. Bitte übernehmen Sie. Das muss man jetzt Doch, sagen. es ist Blödsinn, weil wenn man sich den Trailer anschaut, da hat, Das sagst du jetzt deinem Hund. da hat man das Gefühl, na, der Hund und er, das ist eigentlich der einzige Beweis nur, okay, das ist nicht mit der KI erstellt worden, aber der Rest vom Trailer, das kann einfach ein Zusammenschnitt aus verschiedenen AI-generierten Schnipseln sein. Hey, schau dir Nathan Fillion an als Guy Gardner mit der geilen Haferlfrisur aus die 80er-Jahr-Comics. Bombe, ist Alter. die Scheißdreck. Geil, Alter. Ich hab den mit meinen Kindern angeschaut, weil ich mir gedacht habe, hey, sitzt da hier der Trailer vom Superman, das wird bestimmt klasse. Dann schauen wir den Trailer und denken mir, wow, was ist denn los? Da ist nur Scheiße drin in dem Trailer, ich flipp komplett aus. Das ist doch der Jetzt seid ihr Trailer, nicht wo so ja dumm. wirklich das einzige Gesprochene, das ist zum Hund, oder? Und der Rest ist doch nur Ja, schon. Aneinanderreihung Ja. und teilweise ja ohne Ton, weil die Musik ja einfach so drüber geht. Und Der wollte nichts verraten. Der wollte nichts verraten. Oh, das ist äußerst okay. erstmal. Ist Da er. hat sich jemand gedacht, jetzt machen wir mal einen Trailer, der einfach nur mal generiert ist und schauen, wie die Leute darauf reagieren. Wir haben bis jetzt 120 Millionen in den Hund reingesteckt. Hallo? Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Das ist der funktioniert denn das da? ist der meistgesehene Trailer innerhalb von 24 Stunden aller Warner Brothers Produktionen ever. ja, was Ja. sagt das aus? Ich sag Aber gar nichts hast du aus. einmal die alle Kommentare angeschaut drunter gelesen und die Bewertungen hab ich. angeschaut? Hab ich. Das ist teilweise echt schlimm. Alle haben eingeschrieben, der Hund ist super. Ich habe das Viertel geil gefunden, wo wenn es ein Katz gewesen war, dass der Superman einfach gestorben war im Eis. Ja, genau. So, bring me home und dann so, Ja. so ein bisschen auf den Kopf aufgehauen mit der Pfoten und tot. Ja. Und die Katze Das war kommt einfach super. nicht. Ich hätte notbrunst und wäre gegangen. Warum gibt's keine Supercuts? Was ist eigentlich da los? Das gab's Ja, auf den dann würde es ja noch besser, weil da macht man Squirrel Girl, macht man jetzt auch noch einen Film oder irgendein so ein Was mit Scheißdreck. Squirrel Girl oder so ein Dreck braucht Ja, stimmt, die man noch. gibt's ja auch noch. Ja. Oh, leck auf das Wort, dass wir die einführen. Die war nämlich irgendwann einmal in die Comics, war sie Babysitterin von der, ich glaube, vom Luke Cage und der Jessica Jones, ihrem Baby, wenn die zwei das gehabt haben. Da war sie mit Babysitterin in die Comics, was ich gelesen Ich habe. Also hab ich bin. Spider-Man und seine Superfreunde schon gelangt, wie die gekommen ist. Also, Nein, Squirrel Girl ist ja Marvel. ja, Spider-Man ja.
Also Spider-Man, ich habe Superman verstanden. Achso, vielleicht habe ich Superman gesagt, auch was weiß ich. Nein, du hast mir auch gesagt. Ich weiß nicht, was ich vor 2 Minuten gesagt habe. Aber super, ist Guy Gardner, geilen Haferlschnitt aus der 80er. Ja, Wonder Man. Bombe. Es wird ein verrücktes Comicfilm, ja. Haben wir es dann? Das wird Gen V 2 haben wir noch vergessen. Oh, da muss ich die erste noch fertig schauen. Tu das mal. Und Sandman Staffel 2. Ist zwar noch kein offizielles Datum, aber angeblich soll dieses Jahr Sandman Staffel 2 auch anlaufen. Hat die einer angeschaut von euch dann, die erste? Ja. Nein. Die erste habe ich gesehen. Was sagst du? Zirkt sie. Ist zwar so vom Ding, ich habe dann auch das Hörbuch, glaube ich, gehört, mit dem Originalmaterial. Und da muss ich sagen, die haben aber schon nah dran. Ja, das voll, weil ich hab Comic gelesen. Ja. Also sind sehr nah dran, aber ja, sehr gemächlich auch. Zirkt sie, ja. Was ich cool finde, aber was mir einfach die Titelschmiede mit dem Titel total wahnsinnig macht, das ist, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, der kommt am 17. Juli mit der Originalbesetzung. Ja. Ja, aber dieser Titel macht mir einfach wahnsinnig. Vor allem dieser zweite Teil schon. Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Es ist aber so viel Zeit dazwischen. Es ist nicht der letzte Sommer. Es war so ein guter Film, der zweite Teil. Ich fand ihn teilweise sogar noch besser wie den ersten. Aber was soll das? Es war nicht der letzte Sommer. Es Ficker. Das stimmt einfach alles. Und was war der dritte? War doch, ich werde immer wissen, was der letzte Sommer. Ja, Freunde, das ist so kaputt. Du hast jetzt der vierte dann. Ich werde immer gewusst haben, was du getan hast. Wie war das dann? Was du letzten Sommer getan hast, Teil 4. Das war ja noch cool, wenn ich gesagt hätte, ich mache jetzt das einfach mit, ich weiß, was du letztes Sommer getan hast und dann ein Teil dahinter. Aber der letzte Sommer, und ich werde immer wissen, ja, der Sommer ist doch schon lang vorbei. Also, naja, egal. Ich darf mir auf jeden Fall anschauen, weil ich diesen, was Slasher mag ich halt. Ja, ich wollte gerade sagen, solange einfach Leute mit dem Haken Metzgeit, dann sind wir zufrieden, dann sehen wir über den Titel hinweg, oder? Ja, auf jeden Fall. Das passt. Aber es macht mir wegen monkig. Ein bisschen, ja. Es gibt so Kleinigkeiten, die machen dann ein bisschen monkig, ja. Mickey 17, auf den habe ich auch Bock mit dem Robert Pattinson. Ich glaube, der kommt im März. Von Bong Joon-ho, der unter anderem The Host und Parasite gemacht hat und seit Parasite nichts mehr gemacht hat. Das ist ja schon 5 Jahre her, oder? Locker. Hat er gut Zeit gehabt, dass er einen gescheiten Film macht, würde ich sagen. Ich glaube ja, dass der Robert Pattinson ihm jedes Jahr einen Brief geschrieben hat und gefragt hat, ob er im nächsten Film bitte mitspielen darf. Und er bringt ein paar Millionen mit. Und die Briefe schickt er an Robert Eggers. Ja, bitte. Er macht immer 2 Kopien und schickt die dann raus. Und der Robert Eggers hat ihn einfach ignoriert bei Nosferatu. Nein, ich nehme lieber, es muss ja zusammenpassen wieder von den Teilen her, wenn schon bei Renfield der Ding war, der Nicholas Hoult, dann brauche ich noch für Nosferatu, das Heft ist. Scheiß Nosferatu. Ja, sorry, Robert, aber ich habe den Brief erst gelesen, da war der Film schon im Kino. Nein, da freue ich mich aber auch schon drauf. Der Trailer macht Spaß und die Prämisse gefällt mir, dass ja der Typ immer wieder geklont wird und eigentlich der Klon immer sterben soll. Aber was passiert, wenn der Klon überlebt? Wer ist dann wer? Oh Gott, das ist eine Mischung aus Infinity Pool und die Insel, oder? Und Surrogates, oder wie war der Kosten? Nein, die waren doch keine Klone, das waren ja die Roboter, oder? Ja. Aber Robert Pattinson macht halt, gerade wenn er so ein bisschen lustigere Charaktere spielt, schon sehr viel Spaß. Sind wir nicht besser. Ja. Hey, habe ich mir mal doch einen Film gesehen, einen Trailer gesehen bei Nosferatu, war das der Mr. No Pain? Ja, und ich habe dann lang recherchiert, bis ich dann festgestellt habe, der heißt wieder mal nur in Deutschland Mr. No Pain. Und du hast im Original Novocaine. Okay. Mr. No Pain, also ich flippe halt nur aus, ich beiß jetzt dann ins Mikro, für lauter Ärgernisse. Ja, mit dem Jack White, den wir alle kennen und lieben aus, Kani, sag's? The Boys oder Scream 5. Der Trailer hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Yes. Habe ich auch auf meiner Liste. Den mag ich. Kommt am 14. März und Mickey 17 kommt am 7. März. Corby hat sicher auch auf seiner Liste Mission Impossible Dead Reckoning Part 2. Der heißt jetzt als Dead Reckoning Part 2. Nimmer. Der heißt jetzt The Final Reckoning. Habe ich gestern einen Podcast gehört, da haben sie gesagt, sie freuen sich auch auf einen Film. Und dann haben wir gesagt, auf den freue ich mich auch, aber dann haben die gesagt, der heißt jetzt halt anders. Aber da bin ich ja sehr heiß. Der letzte war einer von meinen absoluten Top 10 Filme von dem Jahr, wo der rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon 2 Jahre her jetzt, oder? Dieser Mission Impossible. Der war 23 müsste der gewesen sein. Grandios. Der war der beste von alle. Der war wirklich richtig, richtig gut, ja. Das ist tatsächlich, jetzt habe ich gerade noch mal nachgegoogelt, in meiner Liste ist er nur als Dead Reckoning Part 2 und jetzt aber hier The Final Reckoning. Wieder viel besser.
Final Reckoning. Da sehe ich schon voll was explodieren im Hintergrund. Ja, voll. Und ich sehe Tom Cruise schon wieder sprinten. Ja, aber ich hoffe, dass dieses Marketing nicht wieder so Panne ist wie bei Dead Reckoning, wo du sagst, ja, da müssen sie wieder im Kino, müssen bei 15 Minuten so ein kleines Making-of sagen, wie er über den scheiß Schluchter umspringt. Ja, dann soll sie lieber Making-of sagen, wie er in Bank reingeht und wieder 150.000 da an Scientology beweist. Zum Beispiel. Vollidiot. Das war spannender. Ja, das war spannend, aber ich sag, warum tust du denn das? Erklär mir mal das war spannend zum Wissen. Ich kann auch mit dem Moped irgendwo runterhupfen, wenn ich im Fallschirm hab, auf. Das ist also eine meiner leichtesten Übungen. Ich habe 2 Filme, wo ich ganz ehrlich sein muss, wo ich gar nicht weiß, wann die rauskommen, aber die haben für nächstes Jahr oder für dieses Jahr angekündigt, und zwar They Follow, die Fortsetzung von It Follows. Ist die schon für 25 jetzt, oder? 25 und in a Violent Nature 2 habe ich da. Geil. Da bin ich gespannt. Ich hoffe, dass er in Space ist. Der Violent Nature oder der They Follow? Beide. They Follow You in a Violent Space. Yeah, ich bin dabei. Geil, Alter. Fettes Crossover. Ich bin das pitch mir. Ja. Schreib ihm Ding wie an Ray Barrett. Unbedingt. Du von auf, sagst, kannst du wieder an der Leinwand einhalten, wenn du den Film präsentierst. Ja, genau. Für Mike kommt auch noch ein guter Film. Ein neuer Spongebob-Film kommt. Da habe ich nur den ersten gesehen. Dann hast du den besten gesehen. Echt? Ja, der Rest ist der Scheißdreck. Das ist der mit dem, wo man halt, jetzt haben wir in der Folge schon David Hasselhoff drin halt. Das ist der mit David Hasselhoff, genau, oder? Genau. Sehr gut. Das ist der Beste, der ist eine Weltmacht, der Film. Der Rest war ist wirklich lustig, da habe ich gut in Erinnerung. Geht's hier nicht um Nippelverhärter? Ja, und ich kriege steife Nippel, wenn ich an einen Eismann-Film denke. Dem dreist. So. Warum? Und ja, weil ich immer noch hoffe, dass er nochmal so eine Bombe wird wie der erste Film. Ja, dann kannst du lang hoffen. Ja, ich weiß weil alle anderen waren Gurken. In ein Hand kannst du wünschen und in die andere scheißen und dann schauen wir, was zuerst vor ist. Wow, ist das eine niveaulose Kacke hier mit Aber dem wenn wir schon Abschluss. bei Kinderzeug sind, Lilo und Stitch kommt am 23. Mai raus und ich habe nur den Teaser gesehen, wie der Stitch über die Sandburg am Strand drüber läuft. Das ist ein mega Spoiler, ihr habt jetzt alle keinen Bock mehr auf den Film. Wahnsinn, du spinnst doch. Der schaut top aus. Also wirklich, der schaut sehr, sehr gut animiert aus. Das gefällt mir total gut. Und diese 15 Sekunden haben mir 1000-mal mehr Spaß gemacht, wie der komplette 4-minütige Trailer von Scheiß Schneewittchen. Oh, Schneewittchen wird auch fein. Das wird wieder ganz was Feins. Aber erstmal, du fuckst uns jetzt gerade an, weil wir uns bei den Nippelverhärten über Spongebob unterhalten und dann kommst du mit Lilo und Stitch daher. Ja, das ist Lilo und Stitch ist schon weltmachtig. Also das ist schon zwei Mittelfinger. Das ist Critters für Kinder. Lilo und Stitch ist schon Wahnsinn. Ich habe den dieses Jahr zum ersten Mal gesehen mit den Kids. Echt? Und ich war begeistert. Also die Story ist aber das ist Critters. Der Stitch ist ein Critter. Oh, Hannah. War echt gut. Gibt's ein Herz oder wie der Michael sagt, eine Kartoffel? Kartoffel. Potato each other. Ich meine das aber ernst. Also auf den freue ich mich tatsächlich, den darf ich mir auch im Kino sogar anschauen. Oh, Schneewittchen, Alter, die Zwerge schauen ja beschissen aus. Alles, das ist alles, ja auch die Tiere. Aber also, passt mal auf, ich hab's euch ja im Chat schon geschrieben, aber jetzt sagen wir so für alle. Wenn die böse Königin ja wirklich schärfer ist wie das Schneewittchen, dann liegt ja der Spiegel. Das aber ist die war doch immer schärfer. Die war doch immer schon schärfer. Aber das will ich jetzt nicht sagen, weil Zeichentricks alle Filme nicht aus. Aber was merkst du jetzt mit der Wonder Woman? Was merkst du jetzt da? Da kann doch kommen, wer mag als Schneewittchen die Lust ab? Sind wir nicht besser? Ja, dann müssen ja, gut. Anna, wie heißt die? Anna de Armas oder so? Anna de Almas? Anna de Armas, ja. Ja, die da ich sagen, die hätte bei mir die Nase vorn. Reden wir mir von ganz was anderem, eine ganz andere Ausgangssituation. Aber in dem Fall, da ist halt die böse Stiefmutter schon eine Weltmacht, Freunde. Ich meine, wenn die Anna dann, die Armas praktisch als Schneewittchen war. Ja, ich und weiß sie schon. hätte Gal Gadot dabei. Dann ich sagen, okay, Schneewittchen, Now we're talking. Now we're talking, ja. Die kommt ja dieses Jahr noch ins Kino mit der John Wick Story Ballerina. Ah, okay. Und da können wir uns schon mal drauf gefreuen, dass sie wahrscheinlich die ganze hautenge Klamotten anhat und Leid umbringt. Und dann habe ich 2 Sachen, auf die ich masturbieren kann. Okay. Ist nicht? Na. Okay. It's Welcome to Derry kommt dieses Jahr auch noch raus. Die Prequel-Serie zu Stephen Kings S. Ja. Und der Bill Skarsgård spielt da auch unseren lieben Clown. Freue mich schon. Auf 3 Staffeln angesetzt, das Ding. 3 Staffeln. Da bin ich gespannt.
Genau, Das das kann sein. wird es im Kassettenschmerz geben, in welche Jahre das spielen soll. Wollen wir euch nicht alles gleich verzeihen, ich soll jetzt im Kassettenschmerz auch wieder zuschauen, aber es ist auf 3 Staffeln angesetzt Aber- und verschiedene Zeitepochen. Die können doch wir einfach schießen- rechnen. Alle 27 Jahre. Bam. Ja, aber bravo, Kavi. Ja, aber vielleicht überspringen sie ein paar 27 Jahre, weißt du Aber schon. es ist halt im Buch eigentlich nur noch beschrieben, quasi mit die Schwarzen in die 50er oder 60er Jahre, glaube ich, oder? Das ist im ja. Buch noch mit beschrieben, wo diese Bar abbrennt, dass da der Pennywise involviert ist. Und mehr haben wir da eigentlich nicht. Also, wir werden da einige Stränge haben sie- haben, Schatzi. doch, Haben sie ja, den gefunden Film auch sind, noch oder? viel ältere Sachen verzeiht, wo es schon bis zu die Ureinwohner oder so sogar zurückgegangen ist Die im Uhr Film? mit dem, das stimmt, jetzt wo du das sagst. Das stimmt. Also im Film, glaube ich, sind sie Das- von Haus aus schon weiter zurückgegangen, gell? Ja. Ich hoffe nur nicht, dass dann auf einmal heißt, der Pennywise, das ist irgendeine arme Seele, die jetzt ganz wild ist und Ding. Das schon bei der Story bleiben, dass das Ding aus dem Weltall kommt. Mit der Und Schildkröte, die wir hier ja, haben. bitte Mit der Schildkröte aus dem Bier. bin ich raus. Das war super. Da war das letztes Bier nichts, man so, Alter, was? Lass mich in Ruhe jetzt mit deiner Schildkröte. Penner. Andere Serie, die auch 2025 erscheinen soll, wird Night of the Seven Kingdoms. Oh ja, Also da bin ich auch schon der gespannt. Heckenritter mit dem Sir Duncan und mit dem Egg, mit dem Ei. Sagt Und- mir alles nix. Game of Thrones. Games of the Thrones. Games of the Thrones von George R. R. Martin basiert auch wieder auf einem Buch, das natürlich Band 1 von Fragezeichen Gehört ist. das in das Universum nein oder ist das. Ja, ja, Spielt ja. aber vorher, oder? Spielt vor Game of vorher Thrones. zwischen House of the Dragon und Game of Thrones. Und es sollen 6 Folgen insgesamt werden. Vermutlich ist es dann ein Gore. Also, außer der George R. R. Martin hat Nein, hat er nur nicht. mal ein Buch Hat er geschrieben, nicht. aber das ist äußerst unwahrscheinlich. Da sitzt der Hammer, der lacht seit dem Finale von Game of Thrones, lacht Ja. der. Liegt er auf der Couch und schüttelt seinen fetten Wanst, während er lacht. Ja, und streicht sein Wort. Also auf die Serie freue ich mich. Ich habe das Buch sehr gemocht. Ich habe diese Graphical Novel dann auch nochmal hinterher gekauft, die ich auch sehr gut finde. Spannende Geschichten auf jeden Fall. Aber es ist halt echt traurig. Also die Buchreihe würde nicht fertig machen. Dann das, wo House of the Dragon drin ist, das ist ja auch Band 1 von 2, wo der zweite nie erschienen ist. Der regt mich so auf. Der müsste mal einen Autounfall haben und dann müsste ihn jemand finden, so wie Annie Wilkes aus Misery. Ja, genau. Und dann sagt die Freund, entweder du schreibst jetzt die Scheiße fertig oder bricht der Taxen. Und sowas gehört dann her, dass der Typ endlich einmal sein ganz Klump fertig Ja, dann bringt, sagt bevor der- er den Schlag trifft. Dann sagt er, welche Haxen, die habe ich schon seit 50 Jahren nicht mehr gesehen. Oder hergenommen. Ja, genau. Wir müssen dann finden, während er vor dem Rudel Wölf belagert wird in seinem Autofrack, oder? Dass wir das Thema auch wieder aufgegriffen haben. Richtig. Während in sein Burger King Becher eingesorgt hat, schon seit 3 Tagen. Und da können wir nämlich die Serien bei mir schon mal abschließen. Zum einen würde ich mich sehr freuen, wenn nächstes Jahr schon die 2. Staffel zu One Piece rauskommt. Live-Action-Adaption bei Netflix. Mike, schau nicht so, du kannst es doch nicht mehr anschauen. Kann ich nicht machen. Ich habe so viel Ja. Zeit. Und ja, Schaust du Kim, das das wie sind Scheiß? 8 Folgen oder so. Ich schaue nur kannst du auch gar nicht. Premium-Formate. Du schaust Das nur ist Bullshit. Premium. Null. Schau mal Letterboxd, oder? Das ist nur hochwertige Scheiße. Das ist nur dabei. Scheiße. Null. Das Und nächste Beschissenere sind deine Reviews. ich weiß schon, da greife ich jetzt vor, weil da werden wir sehr ausführlich in den nächsten Warlex drüber reden, wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen. Squid Game Staffel 3 kommt nächstes Jahr Entschuldigung. raus im Juni wahrscheinlich. So Und schnell? ich muss sagen, Das haben sie doch schon gespoilert in einem. ich freue mich schon sehr drauf. Und ja, es ist nicht nur gespoilert, es ist jetzt sogar offiziell bestätigt. Es Haben ist, sie- glaube ich, der 27. Juni. Weil sie haben doch ein Videopost, wo das drinnen war, das haben sie dann ganz schnell wieder offline genommen und dann habe ich jetzt nur die Gerüchte gehört, dass im Kurs dieses Video ist online gegangen, wo das drin gestanden ist, das haben sie gleich wieder offline genommen. Ob sie es mittlerweile bestätigt haben, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, weil ich habe auch die 2. Staffel noch nicht angeschaut, weil ich immer nur vor der ersten kotzen muss. Aber die erste haben wir Nein. schon schauen können. Beide, Ja. also ich finde beide Staffeln super. Ich bin jetzt bei Folge 2 und mir langweilt es gerade ein bisschen. Die Von der ja, zweiten du Staffel hast ja, jetzt, du hast ja gar nicht richtig angefangen, Mike. Du hast ja gar nicht Die, richtig wenn ich schon 2 Folgen gesehen habe und es ist noch kein Spiel gemacht worden. Ja, genau. Das hat Was der ist denn Sepp jetzt im los? Kassettenschmerz letztes Mal auch erzählt, dass das schon 2 oder 3 Folgen dauert, bis man überhaupt einmal in dem Game wieder drinnen ist. Also Freunde, das Ding hat nur 7 Folgen und ich habe das Ganze an einem Tag gesehen. Das war super. Das sind Simme 2.
Da habe ich heute übrigens gerade einen Mittelfinger ins Bild. Was? Aus Versehen? Aus Versehen, ja. Aus Versehen. Ja. Upsi, ich wusste nicht, wie die Maschine funktioniert. Einer der besten Witze von Guardians of the Galaxy, kann man sagen, was man mich. Ja. Deswegen, Superman wird super, weil es der James Gunn macht. Okay. Wisst ihr, was gut ist, obwohl es der James Gunn nicht macht? Das wird wahrscheinlich Conjuring The Last Rites. Oh yeah. Da gefällt mir. Da war ja der dritte schon so schlecht. Der war nicht schlecht, der war nur Der anders. war nicht, genau, der war anders. Aber aber der war gut. wirklich einfach nur anders wie die anderen. Und ich fand den sehr gut. Mir hat der auch gut gefallen, ja. Corby soll mir sein Maul halten. Ich war sogar mit dir im Kino und wir waren uns beide danach ein. Mit Ja, mir? mit dir. Ja, mit dir. Ich war Und doch in wir- Österreich im Kino. Ja, ich war mit dir da auch im Kino. Und dann, Wow. da haben wir Lügen beide gesagt, der war Nix. gar nicht mal so gut. Das stimmt nicht. Er ist Doch. nicht so gut wie die ersten zwei, da Jetzt braucht man nicht erzählst du schmatzen, aber er ist Lügengeschichten. immer noch gehoben. Ja. Ich hab dann ständig zum Kani gesagt, jetzt regt die mir das auf. Und ich hab gesagt, das ist ein Scheißdreck. Den das habe ich in gibt's doch gar Salzburg angeschaut, du Schweinepriester. Dann Das hat er ist den uns Fuß geknallt. Das war gestanden, geschmissen. den hat er geschubst, der ist dann auf Eppang gefallen, der hat dann einen Rollstuhl gehabt. Das war Seitdem- völlig irre. Der hat wegen meinem Schubsen einen Rollstuhl braucht. Da freue ich mich aber auf The Conjuring. Soll ja jetzt angeblich wirklich der letzte sein, aber wo es mir richtig frei wird, dann auch noch Predator Badlands. Oh ja. Ist jetzt ist jetzt das im Zweiten Weltkrieg? Weiß jetzt gar nicht, ob es da Story-Details jetzt schon offizielle gibt, weil es gab Gerüchte auf alle Fälle. Es kommen ja 2 Filme. Es kommt der Badlands, der Realfilm, den auch wieder der Danny Trachtenberg macht. Ja. Und es kommt der animierte Predator-Film. Ach so, animierter. Ah, das Genau, braucht aber ich man weiß jetzt schlecht. nicht, welche Story spielt, wie es ist Mountain, keine Ahnung. Da habe ich jetzt nicht wirklich was Ich rausgefunden. habe nur dazu. mir irgendwas flöten gehört, von wegen Zweiter Weltkrieg-Setting und dann war ich schon voll dabei. Weil man Ja, gedacht aber hat, wie geil. geil war ein Kriegssetting. So alles Predator in der rauchig. SS-Uniform war richtig geil, Alter. Das war brutal. Und er schießt dann statt seine runden Dinger, schießt der Hakenkreuzer, die sie drehen und Leute sein sind. Alter, das war richtig geil. Was ist eigentlich los? Wahnsinn. Was ist das halt für Ich schätze nur ein paar Drecksfolge? kreative Filmideen. Okay. Ja, Nazi-Zombies sind cool, aber Nazi-Predator war nicht cool, oder was? Wer hat denn gesagt, dass Nazis-Zombies cool Der sind? Mike sagt das immer. Ja, schön, ich sag das. Jetzt halt mal dein Bab. Das stimmt, es gibt nichts Cooles als Was ist denn Nazi-Zombies. los? Hast du schon mit jetzt noch 1 und 2 gesehen? Nazi-Zombie Ja, oder ja. dieser andere Film mit dem Fassbender? Wie heißt denn der mit dem Fassbender? Ja, Wolf Creek, oder? Wolf Nein, Creek, nein, schon Wolf Creek. Blood Creek oder geheißen, Blood Creek, ja. Super, hey. Geil. Outpost. Ja! Jetzt auch, Nazi-Zombies Beste. Und deswegen sage ich ja Nazi-Predator, Alter. Das war ein Wahnsinn. Wenn er da mit seine Laser, wenn er die anvisiert und dann hast du statt 3 rote Punkte, hast du rotes SS auf der Stirn und dann schießt er dann den Shell weg. Das war jetzt was für nackte Kanone. Ja. Ich nimm's auf alle Fälle. Nazi-Predator, her damit. Gut. Mike, was hast du denn sonst so? Ich hab noch Thanksgiving Part 2. Oh. Der zweite Teil, auch wieder vom Eli Roth, der hoffentlich die Geschichte weiterführt vom ersten Teil, weil ja der so leicht offen endet. Welcher jetzt Thanksgiving Jetzt, Teil ja. 2. Und ja, sagt's mir nicht besser. Slasher-technisch hat's letztes Jahr oder die letzten 2 Jahre nichts anderes gegeben wie den. Das war Wahnsinn. Starker Brutal. Film. Und ich freue mich auf die Fortsetzung. Vor allem wieder vom Eli Roth, der meine, möchte jetzt da irgendwas aufziehen und deswegen so ein Universum oder beziehungsweise einfach eine coole Slasher-Reihe. Und wenn er so weitermacht, dann bitte. Ja, war ja lukrativ, der erste. Ja, der ist gut gelaufen. Ja. Und nur ein Slasher wird vorgesetzt, und zwar Wolf Creek Legacy. Soll auch kommen. Aber bis der von Australien zu uns umschwappt, das wird ein bisschen dauern, Schatzi. Ich weiß nicht, ob das dann schon Apps wird für das Jahr. Aber Drück mal die Daumen. schauen wir mal. Drück mal die Daumen. Wie viel One Piece gewandt hast du eigentlich, Corby? Gerade mal zur Info. Der Corby hat gerade seinen Pulli ausgezogen, das war One Piece Ding, jetzt hat er ein T-Shirt mit One Piece. Hast du schon ausziehen. Zieh mal hast du Unterhemd drunter mit One Piece, oder? Und dann ziehst du das aus und dann hast du One Piece auf der Brust tätowiert. So ein riesiges X vorn habe ich drauf tätowiert. Ja, geil, Alter. Das ich geil finden. Was heißt das? Ja, schau dir One Piece an, dann können wir weiter schmerzen. Ich werde mir nie anschauen, die Grütze. Jetzt sag's halt. Ja, das schaust mit dem Burmo. Ich möchte doch nicht, dass er blöd wird. Das ist er schon, das ist der Pur. Was soll das denn sonst ja, sein? ich schlafe, der ist viel gescheit. Jetzt Ja, fühle ja. ich mich dann gleich persönlich angegriffen. Ganz schlau ist er, ja. Sehen wir jetzt, wie er rauskommt. Ich bin der Jonas, ich kann mich Kartoffel zählen, sagt er.
Avatar 3 kommt das ja noch, Mikey. Freuen wir uns da. Gehen wir da ins Kino miteinander mit zwei? Nein, werde ich niemals Jetzt Kim? das gibt für die Scheiße. Also es Warum? lädt mich zur Presseverführung ein und dann Zur sag ich zu Presseverführung? und sag dann ab. Nein, dann fahr ich hier und dann scheiße ich nach vorne ins Kino ein und sag, fickt euch mit euren roten Scheißen an, wie sie Idioten. Hey, Moment einmal, die führen ganze 2 Rassen angeblich ein. Ja, super wird das. Ja. Das wird ganz gut. Die dann haben wir jetzt Pikachu-Navis und die Glumanda. Dann haben wir die noch mit Feuer, haben wir dann noch, was haben wir dann noch? Die aus Luft, die sagt man nicht. Das ist so eine Luft haben, wir ja Scheiße. schon, Luft haben wir schon, aber es kommt ja dann noch Teil 4 und 5, wie viele Farben, so viele Farben gibt's ja gar nicht, oder? Der lässt sich dabei einfallen. Magenta, die werden von der genau. Telekom gesponsert. Telekom Magenta, die kommen und wollen aber die anderen Handyverträge verkaufen. Da bin ich wieder dabei. Ja, aber ja. Und dann die Gelben, das sind dann die Versicherungen verkaufen wollen. Ja. Welche scheiß Versicherung war das? Wüstensand oder wird die scheiß Dinge Versicherung? Wüstenrot. Wüstenrot, genau. Wüstensandrot, Fuchs. Scheiß Avatar, verpisst euch. Jurassic Park Rebirth. World, Was Jurassic sagst du da World. drauf? Ja, Park, oder? na, normal ist es World, Echt? oder? World, Sicher? ja. Und ich habe gesehen, dass sie dann Scarlett Johansson in einen Raptor verwandelt. Das wird nix. So ein Scheiß, oder? Das stimmt doch überhaupt nicht. Nein, das ist fake. Aber ich habe gedacht, das wird's machen, Freunde. Hey, Da bin ich das voll ist- dabei. Leck mich doch. Also ich hätte ihr habt prinzipiell recht, es gesagt, ist Jurassic World und er kommt übrigens im Juli raus. ich hätte zuerst einmal gesagt, bin ich raus, aber nach dieser Vollkatastrophe Dominion kann es nur wieder gut werden. Ja, Drum hab ich schon doch wieder Lust drauf. Ja, und es ist ja der Mahershala Ali, glaube ich, spielt mit, den mag ich sehr gern. Und, Der Candyman, oder? Wer da? War das der Candyman? Nein, das war der, zum Beispiel der Base von Luke Cage, erste Staffel am Anfang, der Blade weiß spielen ich so nicht mehr. hat. Ah, der von Green Book. Green Book, genau, Ja, war da noch dabei, okay. genau, den mag ich sehr gern und dann, ja, Scarlett Johansson, Alter, geil. Und, Ja. wenn sie dann soll sie sich verwandeln in einen Raptor mit fette Titten, geil. Das war richtig geil. Und dann Motorboot vor meinem Raptor. Also, der ich downloaded the wrong Jurassic World. Genau. Aber dann, mein Gott, dann hast du schon runtergeladen, dann fäbst du halt einmal schnell. Das hilft Als dir er nicht. schon da ist, was möchtest du denn Ja, da? Even. Geh mal los. Ne? Was du jetzt mit der angespitzten Nudel hast dann. Ja, genau. Even, kann ich nicht schon wieder das Fassel fädeln. Schauen wir uns, apropos Fasselfegeln, schauen wir uns noch so 11 an. Ja, Logo, oder? Ja, auf jeden Fall. Der 10er hat wieder Mords Spaß gemacht. Einer von den besten der Reihe für mich und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich bin zwar jetzt einmal dafür, dass man sagt, man zirkt den Zahn Jigsaw und fängt eigentlich mal irgendwie was Neues an, das eigentlich dieser Saw 3D, dieser 7. glaube ich war das, mal auch gedacht hat. Quasi. Ja, Vielleicht greift man das einmal auf, weil Tobin Bell, ich sag mal, das ist meine Bestes, habt ihr euch einfach selber ins Knie geschossen, ins Knie geschossen mit Teil 3, dass es ihn umbringt. Jetzt kein müsst ihr Spoiler. leider damit leben, was ist denn los? Ja, Teil und es drei. wäre dem 11. Teil noch nicht passieren, weil sie halt erst einmal diese Zwischengeschichte fertig verzeihen müssen. Aber uns nochmal, wird das nochmal so ein Zwischending? Also, so war ja mein offen, Stand ist, das dass Ende. Teil 10 erst einmal noch fertig hat sein müssen. Ah, okay. Na gut. Ja, einmal werden wir noch sehen, den Vollidioten. Du magst ihn nicht mehr, gell? Seitdem du da live gesehen hast, magst du ihn nicht mehr. Seit dem Weekend auf Hell ist der bei mir unten durch. Unsympathisches Sau. Kotzt mich an. Ja, wenn Trotz du mir. wieder in den Schritt eingelangst, war Ja, und die anderen hat's auch taugt. Na gut. Der Ted Raimi, der hat gleich gesagt, ja, geil, Leute. Ja. Er hat Ist gesagt, klar, ah, ja. what are you doing, Step Connie? Oh yeah. Das war sein Wortlaut. Schauen wir mir uns auf Netflix daher die Narnia-Serie an, wenn es kommt. Kommt da schon wieder was von Anja? Ja, die wollen jetzt die Geschichte als Serie umsetzen. Das macht ja die Greta Gerwig, die, glaube ich, hat ja Barbie gemacht. Und die ist jetzt beauftragt worden, dass sie für Netflix Narnia als Serie umsetzt. Und ich muss sagen, ich fand die Filme an sich eigentlich nicht so schlecht. Ja, finde ich gut. Waren eigentlich schöne Fantasy-Filme, leider aber auch nie so richtig durchgezogen, die ganze Geschichte, finde ich. Deswegen war es interessant, wenn sie es jetzt mal richtig durchziehen Daten habt, wie cool das dann wird. Jetzt können wir aber schon Spekulationen rein. Ja, sie kommt definitiv. Also sie kommt. Es ist keine Spekulation. Erst eine Staffel wird kommen. Ja, schon, aber wann? Weil 2025 hat es geheißen. Ja, schon, aber sie ist ja ein bisschen schon beauftragt worden. Also die Produktion läuft schon länger. Ja, sie ist da beauftragt für, das ist schon länger fix, dass sie Narnia für Netflix macht. Da war ich dabei, wie wir unterschrieben haben. Ja, ich glaube es erst, wenn es draußen ist. Scheiß Corby. Hey, komm, Ich glaub, trainierst du stehst da wieder so ein richtiges Tier, was ist denn los? Gerade sagen, ich stehe da. Du trainierst doch.
Jetzt Hört's groß. mir auf, die ganze Jetzt hör Zeit mir auf, dass die abzulenken. ganze Schmacht das Kurzwenden aufnehmen. Du bist dann der muskulösesten von uns, hey. Wahnsinn. Richtig. Legen wir jetzt die Handeln weg, wir nehmen jetzt auf, die Kruzifixe. Brauchst du die ganze Kurz machen. Du sollst das Proteinpulver mit Wasser vermischen oder mit Milch und nicht so fressen. Ach Ist es so, okay. Du sollst das Proteinpulver nicht über die Nase nehmen. Unglaublich. Wie schaut es denn aus mit der Black Phone Part 2? Scott Derrickson ist wieder am Start. Müsstet mal den ersten Teil gesehen haben. Ja, Ja, unbedingt. dann schau dir Den- nur mal an, du Den Kruzifix. sollte man auf jeden Fall gesehen haben, alter Der war Schwede. Bombe, Alter. Ja, Richtig guter Film. ja. Richtig gut. Hey, Richtig da bin ich gut. eigentlich schon fast. Mit dem Jahr, wenn ich da jetzt so drüber fliege, Megan 2.0, weiß ich nicht, ob ich den haben Boah, muss. nein, da freut sich keiner Da drauf. freut sich Ja, keiner also drauf. anschauen wird man uns ja, aber Sicher. ich freue Aber freu mich eher nur auf Soulmate mit dem Bumsroboter, dieses Spin-Off was machen. Also kein Porno-Ding jetzt in dem Fall, sondern es wird wirklich ein Spin-Off, das Soulmate heißt. sowas und wie ich der glaub, es war- Fox-Film, oder? Meinst du Jennifer's Body? Nein, dieser andere, dieser neue Subservience, der, wo es dieser sexy Hausroboter ist. Ja, keine Ahnung, aber Soulmate wird so ein Spin-Off, das interessiert mich mehr als Megan 2. Ich freue mich auf alle Fälle nur auf die zweite Staffel zu Severance, die auf Apple Plus jetzt dann, ich glaube, am 17. Januar losgeht. Okay. Die erste Staffel war überragend gut. So ein weirder Scheiß habe ich noch nie gesehen und ich bin voll angefixt jetzt für die zweite Staffel. Freu mich richtig drauf. Schön. Das wird richtig geil. Mike, mir wundert es eigentlich, weil es warten ein Haufen Serien dieses Jahr, wo ich sage, da müsstest du eigentlich sofort Chiss in my Pants machen. Ich? Ja, Okay. was ist los mit dir? Ich schaue mir doch keine Serien mehr an. Aber ich Der dunkle Turm? Ja, das kann ich auch nicht, wenn ich da sitze. Das ist 2027 angekündigt, da habe ich vorhin erst noch nachgeschaut. Ja, es kommt wahrscheinlich wieder auf die scheiß Quelle. Ja. In meiner Quelle hat es geheißen 2025. Der Mike Flanagan Mike macht Flanagan. vorher jetzt was anderes. Irgendein anderes Ja, Stephen King. Der von Mike Flanagan habe ich auch nachgeschaut, da wird 2025 wahrscheinlich gar nichts erscheinen, weil der eben an den ganzen Themen jetzt arbeitet. Also da ist letztes Jahr noch relativ früh herausgekommen, aber da wird dieses Jahr leider nichts passieren. Was habe ich denn wieder für Hurenseiten? Warte mal, ich schaue jetzt mal schnell, ob ich die Seiten noch habe, die ich angeschaut habe. Aber trotzdem, Mike, Alien Earth, Ah ja, stimmt. Habe ich vergessen. was bin ist ich los? Ja, bin ich gespannt. Sehr schön. Wenn es so weitergeht, stilistisch wie Romulus, dann freue ich mich anders. Romulus hat er geheißen. Rambusch. Die Ja. Rambuschs. Also da bin ich auch schon gespannt auf Alien Earth. Und, was der Oberwahnsinn, glaube ich, wird, Andor 2. Die zweite Staffel Andor kommt dieses Jahr noch. Habe ich Das erst nicht ist ja... gesehen. Was? Das ist die beste Serie überhaupt. Ich habe noch nicht einmal aus Ahsoka Star Wars. fertig geschaut, noch sonst irgendwas. Ich Boah, krieg du einen Hodendreher, du Vollidiot. werde das irgendwann alles mit meinem Buben schauen, Schatzi, weil Ja, okay, dann hebst du es wenigstens für was kurz auf. Ja. Da mag ich gar nicht mehr so viel schimpfen, aber trotzdem ist der Fotze. na gut. Das muss ich schon mal gesagt haben. Aber Andor 2, Und natürlich auch angekündigt wieder für 25 an Halloween Terrifier 4. Leider nicht in Space, ist dementiert, war noch cool gewesen. Stattdessen werden wir wahrscheinlich in die Hölle gehen, wenn wir es alle erwartet haben. ja, aber wenn sie geil, da könnten sie einen Nittenbach aktivieren für gute Hüllen. Das war der Wahnsinn, stell dir mal das vor. Das war cool. Zumindest da kann man brauchen. Sonst darf er nichts mitmachen können, aber eine Höllenszene darf er Jetzt mitmachen lassen wir können. mal. Ja, der macht ja alles so lang und schneidet mich aus, die Blässau. Ich bocke mal noch. Olaf, das wenn du erst, ich bin stinksauer. Ich bin immer noch bockig auf die. Bin immer wieder, aber zum Beispiel auch Monster, die dritte Staffel, Ed Gein, Oh, leck mir Mosch. Charlie Hanneman als Ed Ali Gein. Hanneman schaut so unglaublich krass gruselig nach Ed Gein aus. Das ist Wahnsinn. Brutal, gell? Ja. Brutal. Also da bin ich auch gespannt. Da bin ich richtig neugierig drauf. Und, was hast du Dexter Bloodlines angeschaut? Oder die, letzte, weil jetzt läuft ja Dexter First Blood, glaube ich. Das ist praktisch die erzählen jetzt die Geschichte, als er noch Jugendlicher war, wie er seine ersten Morde begeht. Und die führen aber gleichzeitig auch diese alte Geschichte weiter mit dem Dexter von Bloodlines, wo es dann das Finale nochmal gut gemacht haben. Wird jetzt auch nochmal weitergeführt als Dexter Resurrection. Bin gespannt, die jetzige Serie Dexter First Blood, die ist cool, die macht richtiges Dexter-Feeling, so wie früher. Okay. Hast du Dexter angeschaut, Corby? Ja, Hä? Gut. Corby? bis zur 4. Staffel, da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ja, Dann danach haben wir wird's, das gute eh gesehen. ich wollte Ja. gerade sagen, da warst du noch gut dabei, weil ab der, wie viele Staffeln waren es? 7?
7 Jahre. Also Genau. ich hab mir die ersten 2 Folgen von der 5. schon angeschaut und dann habe ich mir gedacht, fickt's euch. na, das kannst du nie wieder gut Ist machen. 4 Trinity Killer, oder? Ja, Ja, das war die beste. ja. Die war irre. Und dann eben ab der 5. war das für mich so das Problem, dass die immer, das ist doch dieser Hauptkiller, den es jede Staffel gegeben hat, der ist doch in die letzten 3 Staffeln immer schon in der Mitte aufdeckt worden. Und dann ist das gar gewesen und dann sind nur die letzten 3, 4 Folgen so dahinplätschert. Das Nein, war, für mich waren die immer so. war das mit dem Clan der Serienkiller, oder? Wo sie die alle da zusammengeschlossen haben. Und das war schon noch gut. Also die 5. habe ich schon noch gut in Erinnerung. Nein, mir hat ich möchte jetzt nicht spoilern. Also, ihr wisst ja, was am Ende der 4. Staffel passiert. Ja. Und das war für mich eigentlich schon so der Moment, wo ich mir gedacht habe, also jetzt reicht's aber, gell? Also du warst grantig wegen dem, was der Trinity Killer noch abgezogen hat. Quasi die rote Hochzeit bei Dexter. Ja. Aber ich finde das auch, die haben dann, also weil das Finale von Dexter war ein riesiger Scheißdreck. Und dann waren es wahrscheinlich die letzten 2 Staffeln, die mir dann auch nicht mehr gefallen haben, weil es dann eben immer so war, dass ab der Hälfte irgendwie der Killer aufgedeckt war. Und dann haben wir so, okay, was verzeiht's mir jetzt noch? Warum dauert jetzt nur mit 3 Folgen? Und das ist einfach nur noch langweilig gewesen. Das haben sie mit Bloodlines, haben sie es für mich noch mal einigermaßen gut gemacht. Die fand ich ganz cool. Und ja, jetzt bin ich auf Resurrection, bin ich jetzt einmal neugierig, was sie da treiben. Witcher 4 soll ja dieses Jahr auch noch kommen. Interessiert mich eigentlich einen Scheißdreck. Ich muss auch sagen, also ich habe das gelesen und habe mir dann gedacht, ja, aber Nippel verhärten tut das Ja, nicht. ich wollte gerade sagen, es interessiert mich eigentlich einen Scheißdreck, aber ich bin echt neugierig, wie sie den Charakterwechsel erklären oder ob sie ihn erklären. Ob sie einfach sagen, na, den tauschen wir jetzt aus, oder ob sie ihn irgendwie erklären. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich muss wahrscheinlich die Staffel nicht einmal ganz anschauen, sondern ich möchte nur wissen, wie erklärt's das und dann bin ich schon wieder raus. Weil die dritte schon nochmal gut war, finde ich. Das ist echt schade, was sie da Potenzial verschenkt haben. Das war echt eine Frechheit. Also ich habe jetzt nichts mehr. Ich freue mich auf nichts mehr das Jahr. Freust du auf nichts mehr? Conny, freust du auch auf nichts mehr? Ich habe einen Film noch, das ist aber tatsächlich mal so ein bisschen für euch wahrscheinlich 0815. Ich weiß nicht, ob ihr da einen Trailer oder irgendwas gesehen habt. Der Amateur mit dem Rami Malek. Sagt mir gar nichts. Wo er so ein CIA-Entwickler spielt, wo seine Frau umgebracht wird und er muss dann, oder er entwickelt dann so Rachegefühle und möchte dann die Mörder aufdecken. Und ich muss sagen, der Trailer hat richtig geil ausgeschaut. Und ja, das ist auch nur sowas, da gefällt mich drauf. Aber ansonsten war schon viel dabei, wo ich sage, muss man da schon wieder Millionen reinstecken? Ja, wo denn sonst die? Gut, jetzt müssen sie dann, das Geld muss aussehen, jetzt müssen sie dann Hollywood erstmal aufbauen, dann müssen sie da ein paar Millionen einstecken. Dann kommen vielleicht weniger Scheißfilme aus. Also die Accountant 2 kommt ja auch noch dieses Jahr aus, die Fortsetzung von dem Ben Affleck-Film. Der war gut. Der war gut, ja. Bin ich auch, aber da bin ich halt auch eher nur so neugierig, muss ich sagen. Das Einzige, was mir wirklich noch Schreif aufstellt, ist ja, sind 3 Anime-Serien, die fortgesetzt werden. Das ist einmal kommt die 2. Staffel zu Chainsaw Man 2. Dann die 2. Staffel Dan und die 3. Staffel One Punch Man. Und gerade fällt mir noch ein, ich glaube, dass auch die 2. Staffel Dorohedoro kommen soll. Das sind nur. Was? Wo hast du die Infos her? Aus dem Internet. Ich möchte danach von dir, ja genau, die Links dazu haben, weil wenn jetzt dann gleich noch kommt, ja, und der Untergang 2 kommt das Jahr auch noch raus, dann da stimmt irgendwas nicht. Also das wäre richtig geil. Also da bei Dorohedoro, da habe ich jetzt aber sowas von steife Nippel. Aber dann hat schon, also die haben jetzt schon die 2. Staffel für nächstes Jahr angekündigt. Die ist sogar schon für den Sommer angekündigt. Juni oder Juli soll die kommen. Krass, wie machen die denn das? Dann haben sie es ja gleich von Anfang an bestellt. Das kann ich mir anders gar nicht vorstellen. Ja, wir haben uns letztes Mal einmal über das Thema unterhalten und anscheinend sind so Anime-Studios ähnlich wie FX-Studios mit den Effekten, die werden zugeschissen bis oben hin mit Arbeit, die sind alle völlig überlastet, völlig überarbeitet, die werden verhorzt ohne Ende. Also da geht es anscheinend auch nicht so genau, wenn du in so einem Studio arbeitest. Ja, aber Dorohedoro zum Beispiel, da steht ja schon sehr lang fest, dass eine 2. Staffel produziert werden soll. Aber das ist ja auch schon 3 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ich habe nämlich jetzt nur eben die Info gelesen, dass es jetzt offiziell losgeht damit. Weil die ist ja schon, von wann ist denn die erste Staffel? War das 2020, 21? Ich hätte jetzt auch irgendwie 21 oder so gesagt.
Mir ist wurscht, solange ich Bombe. nicht krieg. Also ich habe da, das kann ich jetzt da schnell reinschmeißen, weil wer weiß, ob ich in die Rolex dabei bin. Ich habe die Mangas alle jetzt vor kurzem gelesen und die Geschichte wird nochmal richtig crazy und das ist wirklich ein richtig, richtig geiles Ding. Hast du die als Heftel daheim oder nur wieder als schwule Online-Scheiße? Ich möchte eigentlich nicht, dass das irgendjemand anders von mir gesagt hat. Also hast du es als Heftel, passt. Ja, die gibt's nur physisch. Dann leih es mal aus, passt. Na. Was? Nein, ich bring die um. Das will jetzt der Frau herleist. Ja, die leider wahrscheinlich eher her als die Anime, als die Manga, so wie sie das gerade angehört hat. Lieber nimmst meine Frau und meinen Hund, aber ja, nicht meine Doro-Hedoro-Manga, ist der Arsch. Nimm meine Kuh. Für Teufel, kann ich nie wieder anschauen. Danach kriege ich es nur noch mit so ganz klebrigen Seiten zurück. Ja, und lieber kriegst du eine Frau mit klebrigen Schenkeln zurück. Oh, Alter, mein Gott. Ich weiß jetzt nicht genau, was du in der Vorbereitung gemacht hast, aber du bist halt schon komisch drauf. Keine Ahnung, vielleicht hab ich vorher auch noch ein Proteinpulver über die Nasen konsumiert. Wer weiß. Für muskulöse Nase. Und muskulöse Lungenflügel. Was hast denn du noch? Na, das waren jetzt die Animes, haben wir jetzt auch noch für den Schluss aufgekommen. Ist eigentlich Ranma 1,5, die zweite Staffel schon offiziell dann auch für nächstes Jahr bestätigt, weißt du das? Da bist du eher im Game drin. Ja, deswegen war ich gerade so verwundert. Es ist nur bestätigt, dass die eine produzieren, aber dass das so schnell gehen soll, dass die da jetzt schon einen Release-Termin haben, na. Ja, dann, also Juni, Juli oder August, einer von den 3 Monaten war das, wo es kostet hat, die zweite Staffel kommt da. Mei, was ist denn das? Was ist das, ein Zeichentrick? Du musst da gerade schnell hinmoinen und dann geht Das ist ja dieser Da musst du gerade schon ein bisschen... Da musst du gerade ein bisschen moinen und dann Du ist hast das es erledigt. doch gerade eben gesagt, dass es eben nicht so ist. Ach so, dann habe ich mich vorher verschmerzt, weil das ist ja gerade ein bisschen moiner. Also, Ist ja nicht wild. ohne Scheiß, ich habe jetzt auch gerade nochmal nebenbei gegoogelt, bei Doro ist nach wie vor der Stand, es ist nicht bekannt, wann die zweite Staffel rauskommt. Ach, Krampfin. Dann 2 Start im Juli Ihr redet von 2025. Doro. Ja, was hast du wieder für eine Seiten hergenommen? Nios, oder? Es reichelt schon langsam. Na, die Zeit nehmen wir uns Na, jetzt. Google das bitte. Google doch jetzt nicht die ganze Zeit live in Du der Scheiße. googelst jetzt sofort das mit Doro. Doro. Hier ist Jetzt Lügenpresse schaut sich wieder was aufdecken. Gescheites an, nicht so ein Hidoro-Didoro-Scheißdreck. Was ist denn los mit Richtig euch? geil, Mike. Alter, Fällt mir Mann, ein. Und das ist ein Das hat mir Zeichentrick, gefallen. müsst ihr schauen. Das ist animiert. Ja, das wird mich wahrscheinlich so fesseln wie, weiß ich nicht. Der Nix. Schröckert hat's gut gefunden. Ja, wenn du mir ein bisschen Fantasie jetzt, Mike, du Arschgeige. Urozuki möchte ich singen. Gesundheit. Ja, das glaube ich, dass dir da gefallen hat. Den hat der Schröck gefeiert. Und da habe ich mir gedacht, wo legt den müssen wir jetzt doch wirklich anschauen. Dann habe ich gesehen, was das Mediabook kostet, habe ich mir gedacht, oh Gott, ich glaube, der Kelch wird an mir vorbeigehen. Warum, was kostet das? Ja, die wollen mittlerweile 60 €, glaube ich, für das Mediabook haben. War das ist das schon muss vergriffen, oder wie? Ja. Aber wie ich das so. jetzt gecheckt habe, dass der Film rauskommt und dass der so einflussreich war, bis ich das gecheckt habe und wollte das dann kaufen, dann waren die Preise schon am Mond. Ah, das hat dir richtig gefallen. Also, ihr werdet euch jetzt wundern, da kann ich jetzt nicht vergessen, der Google gerade nebenbei und der find's, glaube ich, nicht. Da, Winter 2025 Line-Up auf Crunchyroll. Das ist halt da jetzt halt mit japanischen Scheißen. Unten steht's Line-Up. Schweinepriester. Von Doro. Die Netflix-Serie. Ich hab den Link geschickt. Ganz unten steht da ein Line-Up 2025. Ich hoffe, es ist richtig. So, jetzt dürft ihr uns jetzt halt live zuhören, wie ich googelt und liest und der Corby googelt und liest. Das ist wahrscheinlich die spannendste Passage der ganzen Folge, müssen wir uns mal anmerken. Hidoro einfach komplett aus. Aber dann würde ich sagen Urozuki und das habe ich so schick gesagt. Urozuki. Gut gemacht, Mike-san. Additional details such as release date and stuff are yet to be confirmed. Ja, ganz unten steht's. Hab ich doch gesagt, du Schwein. Bist du bescheuert? Also nochmal hier, von meinem Verständnis heraus, wenn man den Text liest, ist es nicht bestätigt. Aber ich hab's jetzt schon ungefähr fast 290 Folgen gehört. An Corby sein Verständnis ist nicht das Beste. Das Gute ist, dass am Schluss des Jahres keiner dann sagt, hey, jetzt habt ihr für eine Nippel verhärtet, das angekündigt und es ist nicht gekommen. Das wäre super, wenn das mal einer tat. Oder Wenn einer am 1. Januar 2026 schreibt, hey, ist 3 Arschlöcher, ich hab's gesagt, Doro Staffel 2 kommt das nicht kommen. ich freue mich 365 Tage und das hat's Arschlöcher. Steady-Abo gekündigt ist Fotzen. Ich dazu stehe. Abo abgeschlossen, damit er es dann kündigen kann. Aus Ja, genau. Hass.
Damit auf Steady noch schnell einen Kommentar schreiben kann, ist Arschgeigen. Scheiß Lügenpresse. Ist jetzt der Nius, der Filmpodcast, schreibt er dann eine. Also, wir sollten jetzt aufhören, weil sonst wird wirklich der Untergang 2 noch angekündigt. Ich freue mich auf Bridget Jones 4 oder welcher Teil? Auf den freut sich keiner. Okay, schreibt uns in die Kommentare, auf was ihr euch das Jahr so gefreut. Ja. Vielleicht war das eine oder andere dabei, über das wir geschwafelt haben, wo sie sagt, ja, da habt ihr absolut recht. Und vielleicht auch genau das Gegenteil. Vielleicht sagt sie ja, Leute, wieso kann man sich denn bitte auf 28 Years Later gefreien? Ja, weißt schon, voll ein Film, der 28 Jahre später rauskommt. Das ist fast wie nächsten Sommer nochmal sie erinnern. Oder wenn man sagt, ihr habt was vergessen, was Wichtiges, dann schreibt es auch dazu. Da haben wir sicher was vergessen. Irgendwas haben wir sicher vergessen. Sicher. Und aber jetzt schmeißt sie den Moderationsball zurück zum Kani. Hipfi! Ich hab noch nicht. Kann nicht zurück. Ja, genau. Ich hab den imaginären Moderationsball jetzt gerade hier. Ist das schlecht? Das ist richtig schlecht. Ich nehme jetzt meine echten Moderationsbälle in die Hand. Danke an alle, die zugehört haben. Wie der Corby schon gesagt hat, schreibt es uns in die Kommentare ein, da hat uns echt interessiert, auf was euch gefreut. Für was es sagt, dass wir bescheuert sind, weil wir uns drauf freuen. Und ansonsten freuen wir uns auf ein weiteres Jahr mit euch als Hörers. Das ist meine Form vom Gendern. Bei uns im Haufen. Und ja, 2025 bringt auch noch die 300. Folge. Da werden wir uns wieder live singen. Also haltet Augen, Ohren und Po-Löcher offen für diese Informationen. Und dann darf der Corby seinen Abschlusssatz bringen. Ja. Mach mal. Ne? Servus, Haberterium, pfiat euch. Na, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von 2025. Das wird sich erst noch herausstellen. Ist schon fest. Aber es ist auf jeden Fall heute schon von dir eine Steilvorlage gewesen für sämtliche Witze, die die nackte Kanone vorkommen kennen. Ich glaube, wenn der Liam Neeson zuhört, der wird die fürs Sequel gleich mal als Bösewicht engagieren. Der rotiert im Grab. Servus und Habitere. Au revoir. Adieu. Mike San, Corby San. Bye bye.